Ja, moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuesten Podcast, der neuesten Podcast-Folge. Für alle, die es auf YouTube schauen, es tut mir leid für die schlechte Belichtung im letzten Video. Es ist jetzt heller, ich hoffe, es ist besser. Und ja, was geht es in dem Video? Also haben wir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich wollte ja in den Videos ein bisschen immer erzählen, was man sonst in dem Motorvlogs nicht erzählen kann, weil das Ganze viel zu lang wäre. Und ja, in dem Video ist es ein bisschen so, ich wollte über das ganze Thema mit Autofahren reden. Ich habe ja, wie gesagt, wie ich schon mal in den Motorvlogs erzählt habe, ich habe relativ lange mit der Autoprüfung, relativ viele Stunden. Ein Kollege von mir, der hat 5 Stunden gebraucht für die Autoprüfung, 5 Stunden. Und hat dann mit dem eigenen Auto abprüfen können. Für den ist das Ganze ein Klacks. Für mich ist mit der Autoprüfung wirklich ein extremer Meilenstein gewesen. Und weil ich auch unabsichtlich schon viel Mal ins Fettnäpfchen gestanden bin mit dem Auto, ist es für mich wirklich so, ich wollte wirklich wie ein Hausmeister, nein, wie ein mega Freak auf meine Autoprüfung achten, extrem. Wenn ihr denkt, warum willst du so extrem drauf schauen? Es hat angefangen, ich kann ja mal alle an meinen Erfolg sagen, mal aufzählen, was alles so war. Es hat angefangen mit meinem allerersten Auto, Suzuki Swift 1.0 GL. Für alle, die auf YouTube sind, wird es jetzt gerade eingeblendet. Das war mein erstes Auto, von meinem Gott bekommen. Bin ich dann nach dem Heimfahren von der Arbeit 5 Minuten vom Geschäft mit von der Polizei ausgezogen worden, beziehungsweise die sind schon gestanden, sie sind nicht hinter mir hergefahren und haben mich so rausgezogen. Sie sind schon gestanden, haben mich rausgewunken, haben alles geschaut. Das Auto hat nichts zu bemängeln gegeben, aber der Abgastest ist abgelaufen gewesen. Sie haben gefragt, ob es gerade zahlen oder ob ich eine Rechnung will. Und in dem Sinne bitte, wenn ihr etwas habt und in der Schweiz etwas ist, zum Beispiel Abgastest oder ihr seid schnell gefahren, ihr seid gelasert worden oder was auch immer, schaut, dass ihr immer gerade sofort zahlen könnt. Warum? Wenn ihr sofort zahlen könnt, dann gibt es keinen Eintrag, irgendetwas, es passiert nichts, wenn ihr es gar zahlen könnt. Bei mir war es so, ich konnte es dann nicht gerade zahlen oder ich bin überfordert oder was auch immer. Es ist mittlerweile, es war mein erstes Auto, das müsste wahrscheinlich etwa 8 Jahre so her sein. Oder, ja. Ich habe es dann nicht gerade gezahlt, es ist dann über die Staatsanwaltschaft gegangen, oder über den Statthalter ist es gegangen. Schlussendlich ist die Busse im Großen und Ganzen mit Bearbeitungskosten fast doppelt so teuer gewesen, wie ich es sofort gezahlt hätte. Sofort zahlen wäre glaube ich 250 Franken gewesen, mit Bearbeitungsgebühren alles über 500. Also das ist brutal. Also wenn es könnt, zahlt es immer sofort. Das war das erste gewesen. Dann war lange nichts. Ja, vielleicht vergisst ich das ein oder andere zwischendrin, ist aber unabsichtlich. Dann war es, dass ich dann mit meinem Mazda, den hatte ich relativ neu gehabt. Ich blende kurz das Bild ein, wie er ausgesehen hat, als ich ihn hatte. Ich bin dann aber auf Winterpneu gefahren, weil ich habe schon gewusst, dass die Felgen in dem Zeitpunkt, jetzt sind sie eingetragen, aber in dem Zeitpunkt nicht eingetragen sind. Hatte ich aber eine Frontlippe gehabt, wo ich kein Papier dazu hatte. Und ich bin dann angehalten worden, mein Mechaniker ist auch angehalten worden, natürlich nicht gleichzeitig, aber ich habe ihm das erzählt, was es war. Und was ich dann auch später dazu komme, wegen Legalität. Es war so, dass ich angehalten worden bin, sie hat alles geschaut, alles gut, ich hatte eigentlich Papier zu allem, auch wenn es in dem Zeitpunkt nicht 1000% richtig war, wie ich was für Papier hatte, da komme ich dann noch dazu. Aber es ist mit der Frontlippe gegangen, ich hatte kein Papier dazu. Ich hatte 2 Wochen Zeit, um originale Papier vorzuweisen. Das war in dem Zeitpunkt absolut gar nicht möglich gewesen.
Ich habe dann dem Polizisten auch angerufen und gemeint, es tut mir leid, gebt mir einen Bus, wenn ihr wollt. Ich kann euch aber kein Papier vorweisen, ich kann euch zeigen, ich habe einen Kaufvertrag. Ich habe das Auto noch nicht lang gekauft und ich habe null Ahnung davon, was ich muss original machen muss, was ich muss eintragen lassen oder irgendetwas. Gott sei Dank gibt es auch noch richtige, nette Leute, richtig nette Polizisten. Die hat mir gesagt, er vertraut mir. Er hat mir wirklich vertraut. Also, es ist so gewesen, Gott sei Dank gibt es auch noch liebe Polizisten. Er hat das auch zugetraut, er hat gemeint, ja, wenn ich es abbaue, verspricht, dass ich damit fahre, mit der Frontlippe fahre, dann ist alles gut. Was krass ist eben wegen der Legalität. Bitte, wenn etwas nicht legal ist, mach es nicht als Auto. Weil mein Mechaniker, du wirst jetzt das Video nicht sehen, aber Grüße geht raus, wenn du es siehst, er hat schon gemeint, ja, warum hast du es jetzt abgebaut? Hast du so in die Hose geschissen oder wie? Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin dann ohne den Frontspoiler gefahren, weil ich bin in der Polizei angehalten worden und ich hätte eine Anzeige kassiert. Also ich weiss nicht, wie teuer das war, ob das im gleichen Rahmen wie der Abgastest war, mit den 52 Stutz, oder ob es teurer gekommen wäre. Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Moment, ich muss schnell auf die Zeit schauen, wie das Podcast schon läuft, wie lang. Okay, plus minus 7 Minuten. Und das gleiche auch beim Oldtimer. Der Oldtimer haben wir auch den Heckspoiler, beim Oldtimer ist der Heckspoiler, den wir mitgenommen haben, im Papier dazu haben. Und jetzt sind es dort zumal noch Felgen gewesen, die dort zumal alle eingetragen sind, jetzt sind sie eingetragen beim Audi. Dann hat auch der Mechaniker gemeint, dein Auto wird nie angeschaut, es werden höchstens tief durchgeleitete BMWs kontrolliert, aber dein Audi wird nicht kontrolliert, das ist mir einfach zu heissen. Genau wegen diesen Geschichten. Genau. Dann haben die Polizei ja alles kontrolliert dort bei der Grosskontrolle. Mein Lenkrad hätte. Das Problem war, mein Lenkrad hat zwar den richtigen Durchmesser gehabt, aber das Problem war, dass der Airbag nicht funktioniert hat in dem Moment. Jetzt ist alles gut, jetzt funktioniert alles. Ich habe auch ein anderes Lenkrad drin. Nicht das Original, aber auch eins mit Papier und mit Airbag. Alles könnt ihr gerne kontrollieren. Könnt ihr gerne kontrollieren. Nein, genau, das war mal etwas, was ich einfach sage, ich muss einfach, wenn ich etwas habe, am TÜV oder am Auto, wenn ich etwas ändere, muss es einfach zu 1000% legal sein. Ich mache auch nicht einen Ausruf an, wo ich Dokumente dazu habe, aber schlussendlich ist es zu laut, weil es gibt auch maximale Dezibelgrenzen bei jedem Auto. Und wenn du einen Ausruf hast, mit Zertifikat dazu alles, aber er ist zu laut, dann ja, nützt es mir nichts. Das Tüpfchen vom I ist das einfach. Genau. Dann war, glaube ich, lange nichts. Ich hatte eigentlich nie Polizeikontrolle, nichts. Dann. Ja, ich glaube, das nächste war wahrscheinlich. Das nächste war, dass ich von einer 120er Autobahn maximal 120 km/h auf 80 war. Ich war am Reden, diskutieren, was auch immer, keine Ahnung. Und bin dann mit einiges über 80, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich 100 war oder ob es 98 war oder ob es 110 war, keine Ahnung, aber einiges über die 80 km/h auf einer Autobahn ist dann abgegangen, ich Kurve auf 80, bin ich geblitzt worden. Ziemlich krass, also ich habe, weil es das erste Mal war, nur eine Verwarnung gehabt, nur auf wie sagt man dem, auf Bewährung, aber extrem viel, extrem teuer und auf Bewährung. Wenn das nochmal passieren oder allgemein passieren, wäre es, glaube ich, 2 oder 3 Monate aus uns weg. Also das war so krass gewesen. Das ist schon mal, was mir einen Zack aus der Kohle gebrochen hat, warum dass ich wirklich muss schauen, dass ich, ist mir scheißegal, auf Kopf anschalten im Straßenverkehr und 1000% auf Fokus auf die Straße mache. Das war etwas. Dann habe ich mit dem Oldtimer, bin ich zu Andelfingen, das kann ich offen sagen, bin ich bei der Badi unten durchgefahren, weil das ist die Umleitung war. Oben haben sie die Hauptstrasse umgebaut, offizielle Umleitung unten bei der Badi durch. Bei der Brücke, bei der Badi, weiss wahrscheinlich jeder Andelfingen, wo das ist. Kurz vor der Turbrücke, bevor man auf Andelfingen fährt, jeder, der sich da im Wieland ein bisschen auskennt. Und es war normalerweise 50 gewesen,
50er-Zone gewesen. Aber die Anwohner haben sich beschwert, weil es Umleitung gegeben hat dort durch. Dann ist es auf 30 abgesetzt worden und ich weiss nicht, wahrscheinlich im gleichen Atemzug 30 abgesetzt und die Polizei mit Laser angestellt. Und ich bin dann von der Tourbrücke her gekommen, rechts durch, runtergefahren und dann den Weg bei der, eigentlich, gerade wenn man von der Tourbrücke rauffährt, Richtung Anfingen und rechts dann Richtung Badifahrt, ziemlich am Anfang von der 30, wo 50 fertig war und 30 gekommen ist, haben sie mich gelasert mit dem Oldtimer. Und das war etwas, was ich sofort gezahlt habe. Weil, wenn es dort wieder gesagt hätte, ich könnte es nicht zahlen, dann wäre es wieder über den Stadthalter gegangen und dann wäre es wieder teurer geworden. Ich soll auf die Notizen schauen. Genau, super. Also, genau. Und ich weiss, der Oldtimer, das ist ja wirklich so bei langsamen Geschwindigkeiten, weil es ein Zahnrädchen, ich weiss nicht, ob es am Zahnrädchen im Tacho ist oder ob es sonst irgendein Bauteilautomat ist, das kaputt ist, aber das ist normal bei alten Autos und bei dem Auto, das ich habe, dass dann der Tacho bei unter 50 km/h fährst, dann macht er so. Aber ich hätte wahrscheinlich noch mehr Probleme gehabt, wenn ich dem Polizist gesagt hätte, ich weiss nicht, dass ich schnell gefahren bin, der Tacho hat so gemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr dran gekommen. Dann hätte ich vielleicht auch wahrscheinlich einen Termin gemacht mit dem Straßenverkehrsamt oder irgendetwas. Also da müsst ihr auch schauen, was er sagt. Ich kann nicht sagen, ja, mein Tacho ist kaputt oder irgendetwas, weil je nachdem wird das schlimmer. Das war danach. Dann nachher war mit meinem Opel Astra, ich blende kurz das Bild ein für alle auf YouTube, bin ich gefahren, wir waren gestresst, alles. Bin so gefahren und wollte kehren. Bin so reingefahren, über die Gegenfahrbahn reingefahren, in einen Parkplatz oder in eine Seitenstraße und wollte so wieder zurück und so fahren. Und als ich aus der Straße rausgefahren bin, hat mein rechter Hinterrad, Radkasten, nein falsch, mein Kofferraum hat den rechten Radkasten von einem anderen touchiert und hat natürlich einen Unfall gegeben. Die hat Schmier holen, wahrscheinlich sind das Obdachlose oder weiß ich nicht was sind die noch gewesen, haben alles zugeschaut, haben mir dann recht gegeben, weil der andere so ausgerastet ist. Oh, ich hole die Polizei und so und überhaupt und sowieso. Und das ist für mich auch etwas. Lasst euch, egal was passiert auf der Straße, lasst euch nicht hetzen. Lasst euch nicht hetzen. Ausser es ist vielleicht irgendwie eine Polizei oder Krankenwagen hinter euch, müsst ihr schauen, dass ihr auf die Seite fällt. Aber sonst, lasst euch nicht hetzen auf der Straße. Es bringt es einfach nicht. Bei mir, also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Autobahn fahrt und ihr habt eine durchzogene Linie und ihr wisst, ihr seid falsch, fahrt bitte nicht über die durchzogene Linie. Ich weiss nicht ganz genau im Bussenkatalog, ob der Ausis weggeht oder ob es einfach fast 300 Franken Bus wäre. Aber macht das einfach nicht. Macht es einfach nicht. Fahrt lieber noch 10-15 Minuten länger, anstatt über die Durchzuglinie zu fahren. Es ist einfach verboten und ja. Und ich weiss immer noch nicht bei dem Unfall, den ich hatte, mit dem Opel. Ich meine, ich bin geschult. Ich weiss, ich kenne nicht zu den Verfahren, alles easy. Aber wenn du dich jetzt in andere versetzt, die ich getroffen habe, der von hinten gekommen ist, er ist ja so gekommen und ich bin so raus, dann hat sie so geklopft. Der gekommen ist, nicht ich, der andere, er muss ja vorausfahren schauen. Und wenn ich sehe, dass einer rausfährt, man muss doch checken, vielleicht, der andere schaut vielleicht noch Richtung irgendetwas, geht auf die Bremse oder versucht irgendwie auszuweichen oder irgendetwas. Und es reut mich so extrem, dass ich dort kein Dashcam hatte. Ich hätte gerne gewusst, ob ich wirklich schuld bin oder beziehungsweise wie viel vorne, dass der mich hätte sehen müssen. Ich hätte gerne gewusst, wie viel vorne, dass der mich gesehen hat. Ich weiss, für alle, die jetzt schreiben oder irgendetwas, dass ich schuld bin, aber ich hätte gerne gewusst, ob der hätte bremsen können, über das ganze Schlamassel hätte verhindern können. Da hätte ich einfach gerne gewusst, ob man das verhindern könnte.
Ja oder nein? Genau, das war dann der Unfall. Was war nachher noch? Ist nachher noch etwas gewesen? Nein, ich glaube... Nachher ist wahrscheinlich... Ah, doch, genau. Nachher war es so, wir sind auf... Also ich glaube, das war das letzte. Der letzte Schlamassel. Italienferien. Wir sind mit einem Auto, das auf meine Partnerin eingelöst ist, gefahren in die Ferien, weil es viel grösser ist als mein Auto, weil wir viel mehr Platz hatten. Sind wir gefahren. Wir haben aber den Ausweis nicht gefunden. Weil der Ausweis bei anderen Personen ist, wie das Auto auch bei anderen Personen war. Der Ausweis ist nicht auftaucht. Ich habe schon selber gedacht, Scheiße, du gehst auf Italien mit dem Auto, ohne Ausweis, ja, das kommt ganz sicher nicht gut raus. Es war eigentlich alles gut, bis dann, dass ich in eine Einbahn gefahren bin. Ich weiss, ich bin schuld. Ich habe mich wieder von meinem Hirn ausgeschaltet lassen und einfach, komm, wir müssen schnell heim, wieder gestresst. Und anstatt dass man 3-4 Minuten mehr gebraucht hätte, haben wir dann wahrscheinlich etwa 2 Stunden mehr gebraucht. Weil anstatt so einen Weg zu fahren, aussen rum, vielleicht einen Kilometer und wieder so zurück, dass man wieder am Schluss am gleichen Ort ist, bin ich direkt ins Ding hineingefahren. Direkt. Und dann hat mich die Polizei gerade ausgeholt, oh, anhalten. Und kein Ausweis da, ja, Straßenverkehrsamt angerufen, die haben mir einen Ausweis gemeldet, aber bis das gemeldet war, alles habe ich schon gewusst. Am Schluss hat uns die Polizei noch gesagt, hey, wir haben da eine Kopie vom Ausweis, aber natürlich ist das nichts mehr gewesen. Hat mich etwa 40 Stutz gekostet, glaube ich, Bus, 20 Franken, weil ich einen Ausweis dabei hatte und 20 Franken wegen der Einbahn. Und da würde ich euch wirklich auch wieder empfehlen, wenn ihr irgendwo mit dem Auto angeht, schaut immer, dass ihr den Ausweis dabei habt und schaut, wenn ihr der Fahrer seid, bestimmt ihr, wo man durchfährt. Egal, ob die Person nebenzu einen Ausweis hat, kann Auto fahren oder nicht, aber ihr seid die, die schlussendlich, ja, ich sage es jetzt nicht so Wort, weil nicht, dass es noch gesperrt wird, aber nicht, dass ihr schlussendlich die sind, die drankommt. Genau, das war alles. Ich hatte dann noch jegliche Pannen beim Auto. Einmal ist der Benzinpumpe beim Mazda kaputt, bei meinem Suzuki Swift, beim ersten Auto, und schon vorhin erzählt habe, im Abgastest kaputt gegangen. Dann hatte ich schon jenste Pannen beim Mazda gehabt. Und beim Opel natürlich auch, Benzinpumpe etc. Der Opel ist schon mittlerweile weg. Und jetzt bei meinem aktuellen Starter mit Audi habe ich nichts bis jetzt. Also ich hatte einmal von der Ferien heimgefahren, auf einmal läuft das Auto nicht mehr. Das Problem war, der Generator schafft nicht von selber. Du musst, wenn du das Auto einmal gestartet hast, einmal aufs Gas gehen, dann geht die Batterieleuchte weg und dann ist alles gut. Das habe ich nicht gewusst. Da hatte ich dann eine Panne. Ziemlich blöd, aber ich weiss jetzt, was das Problem ist. Und einmal ist der OT-Geber, glaube ich. OT-Geber können alle Automechaniker mir schreiben, der war auch kaputt gewesen. Es gibt jetzt Leute, die das Gefühl haben, ich muss schnell auf die Notiz schauen, Leute, die das Gefühl haben, bei mir ist ständig etwas kaputt, dem sei nicht so. Es ist beim Audi A4 B5 ich blende kurz das Bild ein. Es ist bis jetzt etwas kaputt gewesen, etwas. Eben. Der OT-Geber. Der ist definitiv kaputt gewesen. Ja, soviel zu dem. Zum Thema Scheissebau auf der Straße. Könnt euch wirklich an der Nase nehmen. Und schaut, dass ihr keinen Scheiß baut. Und somit würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wenn ihr das auch immer schaut, hört, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.